Dankschein von der Bürgharchen Eihe ab einen Stein, geschrieben von Jimmy Evans, Saat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung 2, Kapitel 5. Dat Gesetz van Eiendom. En zij zijn eind, 2 Mose 2, vers 24. Dit poort van 2 Mose 2, vers 24, dit zichtbaar nu geschlechtliche Vereinigung kan. Nu 1. Korinther 6, vers 16 ist dort so, dat wann wir Geschlechtsverkehr mit einem Glied vom anderen Geschlecht haben, wo wir körperlich und geistlich eint mit der Person. Der Text fair in nur diesem Vers in Korinther als eine Warnung vom Apostel Paulus an die merkbar unmoralische Christen von Korinth, dass sie sich nicht mit Huren und geschlechtliche Trieben verbinden. Hij nahm dit eine Sinn je in den Mensch seinen eigenen Körper. Noch wieder aus dieser sichtbaren Bedienung von eintworender Geschlechtsverkehr sagt 2. Mose 2, Vers 24 uns, dass das Gesetz von der Ehe jeder Teil vom Leben beeinflusst. Dit Gesetz, wat ich das Gesetz von Eiendom nan, ist der Schlüssel am Vertrauen und Noheit an ein Verhältnis anzusetzen. Wenn wir dit Gesetz einmal verstehen und gehorchen, wo wir eine bedeutsam, tiefe Einigkeit und Verbindschaft haben an der Ehe. Aber wenn wir dit Gesetz brechen, sogar an Anweitenheit, ist die Schuld zu das Vertrauen und die Noheit von das Verhältnis ernst, war nicht deutlich. Um die volle Bedienung von das Gesetz von Eiendom und alles, was an der Ehe damit an ist, zu verstehen, bemerkt die dit. Die Ehe ist eine ganze Vereinigung, wo alle Dinge, was vorher einzeln geehrt und hantiert wird, nu taub geehrt und hantiert worden. Da sind keine Ausnahmen. Was immer an einer Ehe nicht mutwillens angestellt wird unter die Ehennehmerschaft von den anderen Partner, wird uit dat Verhältnis buiten gehouden und verursacht mit Recht Eifersucht. Die Tod von Eintwoorden enthält viel mehr als bloß Sex. Dat bedeutet, dat alles, wat die zwei Ehen en mit die zwei te doen haft, wat von beiden geëend en hantiert wordt. Wenn du wat is, wat ein Partner nicht willig is an die Ehe an te geven, breekt des Partner dat Gesetz von Eiendom en übertreedt die Rechte von den anderen Partner. Wegen der große Wichtigkeit von dat Gesetz von Eiendom in den Begriff von Eintwoorden, wo ich dat alle einzelheitlich versichern zu erklären. Um zu vermeiden, dass wir die volle Bedienung von Gottes Plan für die Einheit an der Ehe nicht seien, muss wir seinen, was Paulus in 1. Korinther 7, über Sex in den Ehebund schreibt. Paulus steht nicht bloß seine Bemerkungen von das 6. Kapitel wiedermachen, aber er erklärt die Dollar ganz. Der Mann soll der Frau dort geben, was sie in Recht hafte kriegen, und Jud so gut auch der Frau dem Mann. Der Frau ihr Körper gehört nicht bloß aber auch ihr Mann. En Jud so gut gehört dem Mann sein Körper nicht bloß aber auch seine Frau. 1. Korinther 7, Vers 3 und 4. Magst du, was Paulus sagt über den Eiendom von unseren Körpers an der Ehe? Wir sollen Eiendämer in Kontrolle wechseln von persönlich und allein den einen, nur geteiltes Eiendom in Kontrolle mit unseren Partner. Dit bedeutet keine Freiheit zu geschlechtlicher Missbrauch, aber dort offenbart klar, dass an eine Ehe mit ein volles Eiendom übergeben worden, einsehen zu können. Dit schlitt an sich Körpers mit an. Alles, was nicht taub geehend und von beiden Partnern kontrolliert wird nur Spaltung und Probleme leiden. Jeder Teil von unserer Ehe, was wir wirklich teilen, dort taub zu ehen und kontrollieren, wird einen Geist von Vertrauen und Noheit an das Verhältnis abbauen. Hier sind 3 Beispiele vom Leben, die Folgen durchzustellen, wenn das Gesetz von Eiendom übertreten wird. Die Nomes und Einzelheiten von dieser Paaren und ihre Umstände sind in Wasser geändert, ihre Identität zu beschützen. Aber die grundlegenden Umstände sind wahre Geschichten und für viele Paaren bekannt. Beispiel Nummer 1. Fred will nur sein und sich an Sex erfreien, aber Marilyn will nicht teilnehmen, als er was tut, was euert. Und dann sagt sie zu ihm, ich will die für eine Weg wegholen, wenn du das noch einmal tust. Sie meint das so. Fred und Marilyn kämen nach meinem Office, als die Probleme in ihr Verhältnis waren, was sie bedurften, dass sie übereingehen würden. Fred euert sich sehr über Marilyn, wegen sie wusste, dass er einen starken Sextrieb hat, und sie braucht ihren Körper, zu strafen und zu kontrollieren. Ein anderer Wort braucht Marilyn Sex, ihren Mann in ihrer Ehe zu kontrollieren. Sie hielt Fred nicht bloß von sich auf, wenn er sich arg verhält, aber sie braucht Sex auch, zu kriegen, was jankert. Fred vertelt mir ehrlich, was passiert wie mit einem Geldplan, was sie gesagt haben, mit ihrer schweren finanziellen Lage rauszukommen.
Beid wären sie sich einig gewast mit dessen Plan, mit Geldbrücken zu begrenzen. Ein Tag zag Merlin ein Kleid, wat jankert, en sie wist dat ober, dat an ihren Plan nicht nanpast. Nodem dat zij een stoutje met dit schwoor gehad had, ging Merlin met dit naar Fred en bad aan, doch dat Kleid te kijpen. Heiflich seht Fred, nee, en erklärt wel zo. Voorts vangt Merlin aan verleiden te pracheren. Fred, wanneer du mir dat Kleid kijpen laatst, wo ich die Loten zweimal den Tag Sex haben für die nächste Werk. Vielleicht denkst du, dass diese Umstände würden irgendein Mann sein Traum sein, aber dann wirst du auch sein. Wann Fred auch tausch stund, dat hij für ein stoutje mitgearbeitet hat, en dat jem von Sex verdienen, beschreibt er seine wirkliche Gefühle so als dit. Wieso kann Merlin nicht Sex haben mit mir, wegen sie mir gleicht en mir wel, oder wegen sie mir läuft en wel dat ich Frauen tevreden sie? Wieso moet Sex ein Gewehr oder ein Bot zum Gewinnen sein, dat sie dat recht wat jankert? Ich zie wat durchgekommen, dat mi Sex mit Merlin jeden an is, wegen ich feil, sie hält ihren Körper von mir weg, en versteht en eert meine geschlechtliche Bedürfnisse nicht. Wann du auch Tiden an einem Monat sind, wo eine Frau ihr Körper nicht zu haben ist für Geschlechtsverkehr, soll eine Frau ihren Mann niemals unterverstehen geben, dat ihr Körper wegen angeldliche Ursachen nicht dem Mann gehört, seine geschlechtliche Bedürfnisse zu erfüllen. Dit bedeutet aber auch ganz sicher nicht, dat ein Mann seine Frau geschlechtlich durch körperliche Kraft oder durch Gefühlsdruck missbrauchen darf, en wat tun machen, wat Gott sein Wort oder ihr Gewissen übertritt. Dit bedeutet kriegt, wat der Apostel Paulus sagt, en die Ehe sind unsere Körper nicht mehr bloß unsere. Wir müssen unsere Partner die geben für jenseitige geschlechtliche Zufriedenstellung. Zwei korte Dinge soll ich noch sagen, für wir zweiten Beispiel gehen. Erstens will ich betonen, dass dit Prinzip beid wie schafft, dat es kriegt so gut so für die Männer als für die Frühers. Viele Frühers haben sich bei mir all beklagt, dat sie fort nach Sex verlangen aus ihrer Männer, aber die sind nicht interessiert, in anwällig teilzunehmen. Dat es für einen Mann kriegt so arg so zu tun als für eine Früh, wie in ein beid Fällen wird das Gesetz von Ehendom übertreten, in die Ehe wird dafür leiden müssen. Zweitens, hoop ich, dat die erkennen, wo sehr wichtig Vertrauen an eine Ehe ist. Vertrauen ist das Fundament, was die Fähigkeit von sich selbst in unseren Körper bedingungslos zu geben, notdrift und beschützt. Jeder Person soll für die Ehe sich diese Frage stellen. Kann ich diese Person in alle Teile von meinem Leben ganze Vertrauen geben? Wenn die Antwort nicht ja ist, wirst du Schwierigkeiten haben, die selbst die Person zu geben. Wenn du die nicht ganz deinem Partner geben kannst, wirst du die irgendwann übertreten feilen. Daher ist diese Sache von Vertrauen für den Erfolg von jeder Ehe von überaus großer Wichtigkeit. Beispiel Nummer 2. Als ich LC en Ladana am ersten Mal traf, scheinen sie ein junger Paar zu sein, wat alles hat, dat het gut gehen kann. Sie wären beide Seite gottesfähige Personen, aber die hatten ein ernstes Problem, eine Kiel, wat an ihrer Ehe eine tiefe Trennung verursacht. Ladana hat von ihrem Vater, wat kurz gestorben war, ein Aufgut gekriegt, aber LC kontrolliert die Finanzen. Am Anfang vertelt bloß sie und beschreibt ihren tiefen Eier je in ihren Mann. Mein Vater starb letztes Jahr en hingeleit mir $65.000, sagt sie zu mir, als LC getrouweld naar de vloer kijkt. Als we dat kregen, wist ik zal dat met LC delen, en ik deed, sagt sie. Als sie wieder vertelt, fangt ihre Stimme an zu breken en Tränen streimten von ihr Gesicht. Als we dat Aufgabscheck von meinen Vater sein Eigendom kregen, brucht LC die Hälfte von dat Geld en kauft sich einen neuen Truck, ohne mich zu fragen, wat ik dacht. Die andere Hälfte stürkt er an eine Inversion an. Ich feilt verrot, sagt sie mit einer zitternden Stimme, als sie nur die Dose Kleenex ab den Kofferdash vererlangt. Nachdem, dat het für ein kartet anmakelig stootje weer stel gewast, mögele dann ihre letzte Bemerkungen. Mir wird dat auch endaunt, dat einen Truck kauft, en ich weiß, wir sollen wat an Inversion angestochen haben. Aber zwei Dinge haben mir wirklich gebaut. Erstens, früh LC mir nicht, wat ich mit dat Geld tun will. Hij nahm dat bloß so, als wann het alle sind wir. Zweitens, hat ich am etliche Mal gesagt, dat ich etliche Duizend nehmen will, ons Huis en Bett zu verbeteren. Nachdem dat hij den Truck gekauft und dat ewige investiert hat, seht hij, dat wir noch nicht neidig dat Huis zu verbeteren, während die Kinder noch jung wären en wir nu groot nicht dat Geld zu haben. Dat wir mehr als ich nehmen können.
Als dat nu klar wie, dat Elsie nu zich verteidigen kon, zei hij, na, ik weet dat ze door even verdrisselijk is, dat ik haar niet leid de meubelen en andere zaken kopen, wat ze wil, aber ik dacht bloos niet dat het dan passend wie. Jedes-mal, wanneer ik met haar over deze zaak vertalen wil, wordt ze zo gevoelsvol, krijg zoals nu, en ik kon niets met haar vernünftig durchreden. In de nächste 30 minuten erklärt ik Elsie 2 dingen. Eerstens, zoals hij dat afgoedsgeld verbruikt had, weist LaDonna dat zeer klar, dat hij dat alleen voor zich genomen had, en dat am ihre Gedeihen en Verlangen nicht wichtig wären, wann dat Geld ook van ihren Vater kwam. Hij vroeg haar nu keinen Rot, en dat beet wat ze nog zeed, wordt niet in betracht genomen. Ik zei hem, dat alles wat ze houden wie taub, en zal van ihnen als poort taub aangewand worden. Ik zei hem, dat zijn dominierendet, nicht met feilendet verholen, ganz te beschuldigen wie, voor de je werkje lag, en de leisung wie dat hij te LaDonna Buße donen wordt, en aanvangen haar met respect te behandelen. Daartoe zei ik, dominierung is de eerste overtreding voor dat Gesetz van eigendom. Dominierung meint, dat door van einem Partner en een verhältnis te veel controleerd wordt. Dominierung heeft niet met man oder vrouw te doen. Door zijn krijg zoveel dominierende vrouwen als mannen. Wanneer du dienen Partner dominierst, des du dat Gesetz van eigendom overtreden, en dat wordt den geest van vertrouwen en die eigen verdorven. Tweitens erklärt ik Elsie dat, wo wichtig de vrouw heim is voor haar. Als hij zijn vrouw dat niet erlaubt, dat huis te verbeteren, zegt hij daarmee. Mij dat die Welt nog stuurt. Ik heb mijn trok en mijn Weltschaft fijn. Dat wird te zijn dat hij te kijven had met dem Rot, wat ik aan den dag geef, aber schließlich welligt hij aan over deze zaak te beden en dat frisch met LaDonna te benoberen. Lothar zegt ze mij, dat alles had fijn gaan te reëlen en ze komen goed te lengd. Beispiel Nummer 3. Greg en Tamara waren beide vorher befried geweest en Tamara had 2 Kinder van de 4 Ehe. Zij zochten Rot nicht so sehr wie in een verhältnis zueinander, aber wie in Greg en ihre Kinder nicht taubfähig waren. Dit is veelmaal de Fall, wat bedeutsame Probleme verursacht in Ehen, wo einer oder beide Partner Eier befried geweest sind. Zij waren beide warme, kluge Personen, wat zueinander getrokken waren, wen zij zich an sich gut vervollständigten. Zij waren beide so gut en sich uitspreken en fein geputzt, dat het am Anfang schwierig wie klar te kriegen, wo schwierig ihre Sache war. Andläckeljawies kämen Greg en Tamara bat door, dat sie eine Ehescheidung mögen, en de steht, dat sie das Problem leisten, wegen Tamara de Eigendeimerschaft en Kontrolle von ihre Kinder nicht abgeben wird. Du sagst vielleicht, dat wären noch nicht Greg seine Kinder. Der erfordert wir Tamara erfährjaman. Dat is so, aber als Greg en Tamara sich befrieden, waren die Kinder Port von einem neuen Haushalt, wo Greg de Tüsje Vater war. So als Greg dat op ein Treffen seht, hij feil seine Rechte wären op 2 Wege übertret worden. Erstens, hij feil Tamara vertrouwt am ihre Kinder nicht so viel an, dat hij een Trag wiesen kon oder irgendwas an ihre Levens reden. Zij antwoordt daarop met zeggen, dat zij an ihre Gefühle so diep verletzt wären von der Ehescheidung von ihrem Vater, en zij versucht ihn bloß zu beschützen. Aber Greg kon dat nicht verstehen, wo sie am ihr Leben anvertraut, aber nicht die Lebens von ihren Kindern. Wenn sie auch gute Versätze hat, übertritt Tamara das Gesetz von Eigendom. Wenn Greg auch nicht der biologische Vater von ihren Kindern war, muss sie ihre Kinder doch mit andeilen und er muss ein Partner sein und die abtragen. Wenn das Kind bei Stiefkinder belehren, ist das am besten, wenn der körperliche Vater oder Mutter dort anführt, besonders wenn die Ehe nie ist. Aber der Stiefvater oder Mutter muss ein überreinet Port haben und Entscheidungen machen. Sie müssen den Eigendom von alle Kinder teilen und müssen überein viel zu sagen haben und alle Entscheidungen, was ihn betrifft. Zweitens, Greg fehlt unrecht behandelt und wo Tamara ihre Kinder anbehandelten. Weitend, dass er keine Autorität über ihn hat, wären sie respektlos und beständig ungehorsam am gegenüber. Wenn ihre Mama ihn anredet, über wo sie Greg behandelten, beschuldigten die Kinder am Furz, dass er unrecht deed und versuchten ihre Mama und Greg jenen unterzudrehen. Dat schafft. En de Klam zwischen ihre Kinder ihre verwirrte Gefühle und Greg seine Verdrisslichkeit, wählt Tamara sich ihre Kinder und lässt sich von Greg scheiden. Det Gesetz hat keine Uitnahme. Dat Gesetz von Eigendom mit jeder Aufteilung, Port und Einzelheit von einer erfolgreichen Ehe bedachen. Wat einmal nicht gemeinsame Eigendeimerschaft in Kontrolle unterstellt wird eine Übertretung von dat Eheband sein.
dat das in daunt wordt het erst. Van mijn ervaring als roodgever würde ik van honderden bijspellen vertalen kennen van ehepaaren wat schwierige problemen houden en zich scheiden leiten, bloos wegen zij dit gesetz van eigendom niet noodkomen. Voor gewissen wie dat geld, wat ze niet aangeven, voor anderen wie dat familie. Anderen streiten zich over beroep, sport, school, tijd, plannen voor de toekomst, kinderen en vele andere zaken. Om ver te been dat u niet denkt dat die partner eigenzinnig en onvernünftig vereuerd is, wanneer u een deel van die leven terughältst van gemeinsam met eigendom en controle, bemerkt die, wat Jezus tot hij zegt, wat zijn jingen worden, wat een verhältnis met hem hebben willen. Groot zo ook je, wer zich niet van alles losmaakt wat hij heeft, kan niet mijn jingen zijn. Lukas 14, vers 33. Dit aanwenden in onze levens bedeutet niet dat Jezus verlangt, dat wir alles aufstonen, wat wir haben, für wir mit ihm ein Verhältnis haben können. Aber hij sagt, dat wir alles, wat wir haben, unter seine Autorität unterstellen müssen, sonst können wir ihm nicht folgen. Wenn in deinem Leben irgendwas ist, was du Jesus nicht unterstellen kannst oder wirst, sagst du, dat dat Ding für die wichtiger ist als hij, als du dat taustehst oder nicht. Die Dinge, wat wir Jesus nicht geben, worden aufgehört für ihm, en hij will nicht mit die eine Wahrheit an die streven. Wir beleidigen ihm, wenn wir Dinge oder Menschen höher schätzen als ihm, wenn wir ihm nicht alles in unser Leben anvertrauen. Dasselbe ist auf eine andere Stufe mit unseren Partner auch so. Wenn du was ist, was wir nicht mit ihnen teilen wollen, ist das so, als wenn wir sagen, dass sie für uns nicht so wichtig sind als das Ding. Wir geben damit auch an zu verstehen, dass wir ihnen nicht sehr genug vertrauen, um das mit ihnen zu teilen. Wiederholen fragt mich wer, was ich von verehelichen Übereinkommen denk. Allgemein denk ich, dat die sehr gefährlich sind, wen dat am Verrüt all sagt, dat wir nicht willig sind, alles mit unseren zukünftigen Partner zu teilen. Dit is ein opnet Übertreten von dat Gesetz von Eigendom, en ich sei von viele ernste Probleme und Ehescheidungen, wat daher kommen. Ich habe aber eine Uitnahme für vereheliche Übereinkommen. Ein Beispiel wird sein, wenn jemand, wat al viele Jahre befried gewast wir, en die Partner stirbt, oder sie scheiden sich. En die viele Jahre, wat sie befried gewast sind, haben sie sich al gut wat Haupt geschafft und sind vielem wert. En die Jahre haben sie al Kinder und Großkinder gekriegt. Nu, in seine oder ihre ältere Jahre planen sie, sich weiter zu befreien. Ich denk, dat het in zo'n Falle passend ist, über den Eigendom zu planen, en vielleicht fertig hast, ein Übereinkommen machen, sicher zu machen, dat die Kinder und Großkinder im Fall von Tod oder Scheidung nicht ihr reichschuldet aufgeht spritz können. Aber sogar in zo'n Falle muss dat ganz der Gerät, sicher zu sein, dat beide Seiten ganz mit anstimmen. En wichtiger über alles andere ist, dat du eine Verpflichtung ist, dat wenn du auch vorher finanzielle Dinge bereit worden sind, dat an dieser Ehe volle Partnerschaft und Eigentümerschaft von beiden Seiten ist. Eine andere Sache, was vorkommt, ist, dass ein Partner Eigentümerschaft von jeder abnimmt, aber nicht von den Schulden. Ein anderer wird, sie wollen das Gute, aber nicht das Schlechte. Zum Beispiel, ein Mann will die früh ihre Eltern bloß nicht annehmen, er wird Anrecht. Wenn das nicht eine sind oder was angesetzliches und sehr errechtet ist, muss die Eigentümerschaft annehmen für alles, was an den Partner sein Leben ist. Das Gesetz von Eigentümerschaft schafft man dann, wenn das an beiden Seiten angewandt wird. Sich wählen, was zu einen, bringt bloß Weidorg, Misstrauen und Verlust von Noheit. Ein anderes Beispiel ist leicht geheim und übersichtbar. Hast du das mal gemerkt, wo ein Ehepartner willig ist, brav zu sein? Das ist mein Kind, wenn das Kind sich gut verhält oder was Gutes tät. Wenn ein Kind über was Unrechtes tät oder sich schlecht verhält, hast du das mal gesehen, dass ein Partner nur den anderen kickt und sagt, sag's, was dein Kind dir tät? Entschuldigt, gut, schlecht oder gleichgültig, beide Partner müssen Verantwortlichkeit abnehmen für alles in der Ehe. Was so weit habe ich diese Sache dollar von der negativen Seite bekickt. Denk nur mal an, was an einer Ehe passiert, wenn zwei Menschen sich ganz hingeben zu ihr Verhältnis. Ganz klar, Gott wisst, was er tut, als er das Gesetz von Eigendom ansah, wer ihn versorgt für Deipen Noheit, als er die Ehe plant, dass es ein Platz für Einheit sein soll. Der größte Nutzen von alles, was wir haben, an der Ehe zu geben, ist, dass wir nicht alles gemeinsam haben. Wir gehören ganz zueinander. Du hast keine der, wo wir nicht nennen können, und wir teilen das Leben ganz. Noheit wird nicht bloß oder hauptsächlich auf Sex oder Deipe Unterholungen gebüht. Wahre Noheit wird dann gemacht, wenn zwei Personen ihre Leben so miteinander verbinden, dass man nicht sein kann, wo ein Leben abhört und ein anderes anfängt.
Wenn du auf Unabhängigkeit bestehst und deine eigene Rechte beholen wirst, dann ist das deine Wohl. Aber an dein Wohl wirst du nicht wirkliche Noheit finden. Noheit kommt durch ein selbstloses, gebendes, opferndes Hort, wat ganz op in hand geeft ist zu dat Objekt, wat het Leif haft. Die meeste Glieder von der vandaagse Gesellschaft sehen vertwiebelt nur Noheit in ein Verhältnis, aber sie sind zu selbstsüchtig, den Preis zu tollen. Indem du die Sache von Einheit an der Ehe betrachtst und siegst, ein Fleisch zu werden, lot mir die folgende Fragen stellen. Bist du ganz handgegeben zu deinen Partner? Ist du Wort, was du träghältst und nicht mitteilst? Darfst du deinen Partner kontrollieren und nicht mit dir selbst Glück tragen? Wenn du eine Aufteilung von deiner Ehe machst, was gegenwärtig das Gesetz von Eiendom übertritt, du schwind Buße zu Gott und deinen Partner und mag das recht. Auch, wenn du eine sind erst in deinem Leben, verlang nicht, dass dein Partner dich annimmt. Sei dir losgeworden. Wenn wir auch verständnisvoll und gnädig sein sollen miteinander, mat wir anerkennen, wo zeitlich sind zu irgendein Verhältnis ist. Denk daran, die wir meint und dient, sind gut, wenn du einlässig bist. Aber wenn du friest, magst du einen neuen Widerschutz haben. In der Ehe fangen die zwei wieder große Probleme an, und die wird wie in uns können die lösen. Ein Daunt, wo wird fall die in deinem Leben wat ist, frag dich selbst. Ist das wichtig genug, meine Ehe dafür abzugeben? Wenn du abrechtig bist, wirst du tauschstonen, dat ein Daunt, wat du abgeben musst, ein Notverhältnis mit Gott oder mit deinen Partner ist dort Opfer wird. Gott hat das so geplant, dass die Ehe ein ganzes Teilen von das ganze Leben von zwei Personen ist. Dat ist ein lebenslanges Band, und das einzige Band, was gratis sein kann, ist das ewige Band mit dem Schöpfer. Dort kann ein hoher Preis schienen zu sein, was du dort mit den Kosten von Einsamkeit und Täuschung vergleichst, was mit die kommen, mit Selbstsucht und persönlicher Schutz. Lot dir eine reiche und belohnende Ehe nicht wegstehlen von dem Feind, was die sagt, dass du abpassen sollst für Nummer 1. Gib Gott in deinen Partner alles. Ich wiederhole, du wirst anworden, dass du an Gott seinen wundervollen Plan für die Ehe nicht wat uitbeteren kannst. Jesus sagt, wils wer sein Leben raten will, wird das verlieren. Aber wer sein Leben am meinethalben verlieren det, wird das wiederfinden. Matthäus 16, Vers 25. Dankschön für noch das Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Ich wünsche, dass das eine Halb sein für dich und eine Hoffnung, zum eine stärkere Eihe bauen.